Good morning. Ik heet in jeder einem welkom, wat hier vandaag morgens is. En ik wens in jeder einem den vrede, wat we bloos en Jezus kan hebben. En so, das wird interessant sein, bloß mal ein bisschen vertalen einem, was wir belebt haben, das letzte Werk. Wir sind wahrscheinlich alle beschäftigt gewesen mit uns Leben und ein uns Leben. Und was haben wir mit Gott belebt, dass wir eine schöne Zeit können sein. Aber so ich kann denken, an was ich hier will mitteilen von der aus morgens, dann habe ich viel gebet und Gott gefragt, was wir wollen haben. Und über dem komme ich soll ein Kapitel aus der Bibel nehmen und durchgehen und sehen, was wir dort kriegen können. Und ich werde gelehrt ab der 2. Petrus, das 3. Kapitel. So, wir werden von der aus am Zeitspanne und 2. Petrus, das 3. Kapitel. Bevor wir das tun, manchmal ist es hastig Schluss, dann ist nicht einmal Zeit für Beten. So, ich will nur noch bis zum Anfang beten, dass Gott das Wort wird sehen. So, werden wir uns aufnehmen vom Gebet. Gott, ich komme von der aus morgens für dich in Jesus in Namen. Und wir danken dir, dass wir das Wort haben. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist und dass deine Treuheit Liebe immer mit uns ist. Wir danken dir, dass wir können von dir hören, für dich leben. Und so beten wir von der aus morgens, dass wenn wir durch das Kapitel gehen, dass du uns wirst lehren, was du uns lehren wirst. Und jeder einer möchte ein Hort haben, was da oben ist, nur den Geist. Und so bete ich, dass du wirst mit jeder einem sein, in Jesus' Namen. Amen. So werden wir anfangen zu lesen hier in 2. Petrus, das 3. Kapitel. Petrus fängt hier steht an. Lieve vriend, dit is nu al de tweede brief die ik nu jullie schreef. En mij is dat beidmaal daaraan te doen geweest, herinner je danken en jullie te wijten. En zo, we denken vielleicht voort zo, okay, Petrus die zegt, dit is nu al de tweede brief wat ik nu jullie schreven doe. Vielleicht ist das nur erste Petrus, wo er nur han, die denn das kann säuerlich sein. Aber das kann auch sein, dass das ein anderer Brief ist, was wir nicht in der Bibel haben von der. Aber das ist säuerlich, kann man denken, das ist erste Petrus, wo er nur han, die denn das. Und am ersten nur, dass er wird in die Gemeinde reine Gedanken abwarten. En ik neem hier niet zo steeds uit dat hij gelooft dat hij leed aan je gedanken heeft. Maar daar bloos dat am eerste nu dat hij wordt wieder blijven met de rechte reine gedanken. En zo dat eerste ding wat we ons dan vragen willen hier is, wat meint Petrus wanneer hij van reden dat reine gedanken ab te warten? En wat denkt hij dan? En dan waar we bis de tweede vers wieder lesen, wat je van de profeten van oude tijden gehoord hebben en wat we Apostel van unserem Herrn Jesus Christus zijn woord gebracht hebben. So, we kunnen hier dit uitnemen dat reine gedanken dat heeft met te doen dat we biblisch denken doen. Petrus die wil gaan dat de gemeente, hij wil de reine gedanken, goede gedanken afwijken, er motto spreken. En hij redt voort van dat die niet vergeten worden van wat je gehoord hebt van de profeten en wat je van ons apostelen geleerd hebben, wat we de nieuwigheden, de boodschap, wat we brengen van Jezus Christus. Dit is
wenn je an dit worden vasthouden, dat is een poort van de reine gedanken. So een andere woord würde we kunnen zeggen, biblisch denken. So, wenn wir ein klein bisschen wieder dann checken down, wo biblisch do wir denken. Wo biblisch sind wir in uns Gedanken leben. Wie können unsere Gedanken, das ist so, was wir in uns Leben haben, dort wird in China filmen, was China dort an, was wir in unsere Gedanken haben, was von Gedanken leben wir haben. Als dat Gedanken leven wat we vieren, de Gedanken wat we gaan beim abwaschen, de Gedanken wat we gaan beim schwor schaffen, de Gedanken wat we gaan, wanneer we allein zijn die biblisch. Als dat zijn die zo dat het te weten is, dat ik zie zo, nou wat er niet vergeten dat wat we in de Bibel lezen doen. Waar we wieder lezen. De derde vers. Eerstens, moet je dit verstaan, dat in de laatste tijd später komen worden, deze leven worden als de ene last treft. En zeggen, wo blijft hij met zijn verspreken waar te komen? Onze voeders zijn al gestorven, en dat blijft alle krijg zo als dan, als de wereld een aanvang had. En zo, hij zegt, Petrus, hij zegt, ik wil reine gedanken en jint. Ik wil een biblische gedanken leven en jint wakker houden. Maar ik wil jint hier nu ook nog warnen dat in de laatste tijd, en wat meint hij met de laatste tijd? Ik geloof hij meint in de tijd waar we krijg nu leven doen. We vingen van als Petrus aan den dag wat de Heilige Geest uitgegoten wordt, als hij opstond ten predigen. En de mensen weer alle, weer dat zo, nou wat gaat hier ver, deze apostel, dat zit opvond met iemand. Zijn zij bedronken? En dan staat Petrus op en hij zegt, nee, we zijn niet bedronken. Dat is Christus, de profeten dat gezegd hebben, dat aan de laatste tijd wordt het zo zijn, waar God zijn geest wordt uitgegoten mank de mensheid. En hij brukt die opportunity om dat evangelium te predigen. En er weer een dal, wat weer 3000 mensen wat er naar Jezus komen den dag. En zo, Petrus die zegt, doe al den dag van waar de Heilige Geest is, we zijn nu aan de laatste deel. En zo, dat is waarom ik geloof dat aan de laatste tijd te worden, dat redt van dat de tijd krijgt waar we nu aan zijn. Dat de tijd van we zijn bekend met wat Jezus voor ons gedaan heeft. We zijn in de tijd tussen het eerste en het tweede maal wat Jezus komen wordt. En een van de dingen, wat de später worden van reden is, dat is nu al zo lang. Jezus zei, hij wordt gebeld waar komen. Onze ouderen, grootouderen, urgrootouderen, die zijn al alle gestorven. Ik weet dat als ik een kleine kind weer mijn mama reed van, dat mijn champ zich zo ver dat we komen allemaal naar dat een. En zij is nu al lang weg. Ik geloof ouder worden, maar ik moet een stad gereed van, mijn champ zich zo, mij valt zich dat zo, dat we komen naar dat een. En zo staat wat we kunnen teruggaan. Verschillende dingen zijn passiert in de wereld en mensen zijn opgewekt. En het is like, is dit op eenmaal dat een? En aan de andere zijde zijn später, die worden zeggen, zie, we zijn al zoveel maal in de dingen is dit doorgegaan. En Jezus, die komt niet zum tweede maal. So, dat wordt is toch wel niet zo. Oder dat wordt nog lang niet passieren. Oder wat immer die später alle zijn. Wat redt van, dat zijn zonen wat nu er ene last leven doen. Waar we wieder lezen. Vers 4. En zeggen, wo blijft hij met zijn verspreken waar te komen? Onze voeders zijn al gestorven en dat blijft alle krijg zoals de wereld een aanvang had. Wat hij bloos niet zijn willen is dit. Oké, dit is Petrus die dat hier wat voets uitlijn. Dit is wat de später niet zijn doen. Dat God de wereld die hij durch zijn kracht gemerkt had, al eenmaal durch Wuter vernicht heeft, en dat hij dat Wuter om de wereld gebruikt had, de ware
herzustellen. Aber der Himmel und die Erde, die von den Tag bestehen, was von den Tag bestehen, dat worden war dadurch, dat selbe Wort bewahrt und durch dem Vier zu gehen, wann die Gottlosen worden gerecht und verdammt worden. So Petrus, der sagt hier, das ist später, die tun was für jeden. Sie für jeden dort Gott hat mal euer Wort versprochen. Er hat mal euer versprochen, was zu tun. Und an dat hij teruggaan naar de Geschichte, wat we in 1. Mose fing doen van Noah en de grote flood. Dat zij vergeten dat Gott hat mal euer Wort versprochen en dat die eine lange tijd, aber dat kwam. Krijgt Gott wat versprochen hat, dat kwam. En hij deed durch zijn woord. Ja, dat wat mij hier besonders verstonen deed wie dit. Dat krijgt dat woord, Gott zijn woord, dat krachtwoord, nennt sich dat hier. Dat is wat Gott brocken deed om de Welt erschaffen. Dat is het woord wat Gott brocken deed voor de flood, Noah zijn tijd. Dat is het woord wat Gott van jou ook brocken deed om ons hier alle behouden in ons leven. En dat is hetzelfde woord wat Gott ook brocken wordt om op eenmaal zijn, nu is die tijd ever. Dat is hetzelfde woord. En dat is später, dat is Ungläubige, die vergeten dat. Die vergeten dat Gott, wann Gott wat bestimmt hat, dat passiert. Wann Gott wat gesagt hat, dat wat irgend Kriegses dort passieren. En dat is die tijd komt, wo Jesus wat wahrer kommt. Sollen bloß terugkijken op wat hij gedaan heeft in de Vergangenheit. Wir werden wieder lesen, der 8. Vers. Aber vergeht dit eine nicht, liebe Freunde, dort ein Tag bei unserem Herrn nicht anders ist als 1000 Jahre. In 1000 Jahren nicht anders ist als ein Tag. Die Herr, die Vertrag, sein Versprechen nicht so lang so als einige meinen. Er hat bloß Geduld mit uns, weil er will, dat alle man sich abmerken soll und dat keiner verloren geht. Petrus, die sagt hier, das ist ganz anders, als some von die später denken. Das ist nicht, dass Gott das hier lang vertragen wird. Nee, das hat mit seiner Geduld zu tun. Gott, der lebt in einer anderen Zeit, als was wir tun. Wir haben unsere Zeit, uns Tag, uns Nacht. Und er sagt, bei Gott ist das nicht so dort. Und Gott, das hat das verglichen, als ein Tag ist 1000 Jahre, und 1000 Jahre ist ein Tag. Und so, wenn wir den Weg und denken, dann können wir das vielleicht so still sein. Wat is het nu, wat 2000 jaar terug, wat Jezus naar de Himmel voert. En hij zei, hij wordt bald waar komen. So bij God gaan we dat zijn, en zijn we nu im 2. dag, vielleicht am 3. dag. Dat is een weg van de nadenken. 1000 jaar, een dag, 1000 jaar. Die tijd die is anders bij God als bij ons. Maar hij deed het niet vertragen. Hij is niet langzaam. Nee, hij heeft geduld. En waarom? Sein Verlangen ist, dass keiner soll verloren gehen. Das ist Gott sein Verlangen. Gott sein Verlangen ist, er ist geduldig mit der Menschheit. Er ist geduldig mit mir, er ist geduldig mit meiner Familie, er ist geduldig mit Jünd und jene Familie. Nicht langsam oder viel, aber er ist geduldig. Ihm ist das wichtig, dass keiner wird verloren gehen. Ihm ist das wichtig, dass so viele Menschen als möglich werden können, die Gelegenheit haben und die Gelegenheit wollen wahrnehmen, das Evangelium anzunehmen. Das ist ihm wichtig, das ist Gott wichtig. Und so das lang Verschlapen, das hat nicht mit dem Verschlapen oder mit Fühlheit zu tun, das hat mit zu tun mit, dass Gott ist geduldig. Er ist geduldig.
10. Vers, über den Herrn sein Tag, wird sie kommen aus und stille in der Nacht. Dann wird es schrecklich krachen, in den Himmel worden abgelesen worden. Und du wird so eine Herz sein, dort die Dinge, das Wort, die Welt von gemerkt ist, verschmelzen wird. In die Lied, in die Erde, in was du boven ist, wird in Flammen abgehen. Jesus steht, kein Mess, kämpft sich nicht so fair, was Petrus auf einmal sagt, und das, ja, das ist so. Gott, der ist sehr geduldig. Gott, der will nicht haben, dass irgendwer soll verloren gehen. Er will haben, dass jeder einer sich soll abmerken. Aber Petrus sagt, verlot you nicht bloß auf eine ewige Verduld. Nee, du wird eine Zeit kommen. Und das wird auf einmal bei dir sein, dass der Herr sein Tag bei hier wird sein. Das wird sich ein bisschen vergleichen mit einem Stille und einer Nacht. Van wie expecten dat niet, want dat een duif wat komt danach, want we schlupen gaan, we leven in zo'n land, waar we dat zeer schijn hebben, en besonders met duif. Want alle was eenmaal dan gaat het zo ram, oh, in deze area is nu vielleicht veel wat er gestohlen wordt. Ich habe das eigentlich noch nicht belebt, und so ich kann das nicht in Erfahrung sein, aber ich stelle mich so vor, dass even wenn einer das geweiht hat, dass in dessen Zeit, als hier viel Stellerie rum, wenn der auf einmal bei einem würden sein danach, das wird sich hostig finden, hat sich da nicht abgemerkt, dass das auf einmal danach ist, dass es dort so weit wird sein. Und Petrus, in Gott sein Wort, der hat Jesus Stitt verglichen. Den Gott sein Tag, der wird auf einmal kommen, das wird sich gleichen mit einem Stille in der Nacht. Ja, die, die gläubig sind, wir haben das, wir expecten das alle, wir rechnen das ab. Aber auf einmal hostig wird es bei dir sein. Und dann wird Gott kommen und kriegt mit was diese Welt erschaffen ist, all dort, das wird durch den Feuer gehen und verschmelten. Und alles, was da boven ist, das wird ein sehr gerautet Feuer sein, wenn Gott das erst kämpft und er riemt diese Welt ab und mit all ihrer Sinn taub. Dann werden wir nun auf der Vers gehen. Wenn das uns nu alle vergehen und abgeleist worden soll je dann nicht bemühen, herrlich und fromm zu leben, und du nur luren, dass Gott sein Tag kommen macht, und mit helfen, dass es bald passieren kann. Hier sind some Frauen, was er ans Stahlen hat, was Petrus ans Stahlen hat. Wenn das ist, was da alles soll passieren, wenn an dieser Welt, das hier alle nochmal verbrennt soll gehen worden, dann soll uns dort nicht in uns Leben Maut geben, soll uns dort nicht in uns Leben berufen, dass wir in Frommet, in Helge leben, dass wir zu aller Zeit reut sind, und dass wir nicht bloß zu aller Zeit reut sind, aber dass wir mit dort die Gedanken leben, dass das Wort nach Mutter einkommt. Das ist nicht ans ewige Tüß. Hier sind so viele Gedanken, dass wir als Messen, lang nicht genug Zeit haben, dass alle deib ausgerufen wird, hier ans Lehren will, aber mit den Leben, was der herrlich, was der fromm ist, was der biblisch denken hat, was der nicht taub besorgt ist, wird es hier alle so, wo schmecken, wo scheinen, wird es alle können merken hier so, aber was der mit der Ewigkeit und der Zukunft, mit der Mindset leben hat,
Petrus, würde das nicht eine gute Idee sein, wenn wir so stort würden leben? Oder das vielleicht nicht fragen, dass es eine gute Idee ist. Nee, er sagt, das ist das gesunde Leben. Lebt fromm. Hat die Zukunft, die Ewigkeit an der Zukunft immer am Gedanken, wenn je durch im Leben gehen. Und dann sagt er, okay, soll wir doch nicht, dass wir nicht mithalten sollen, dass das bald passieren kann. Das ist eine gute Frage. Was wird wir tun, um mithalten, dass Jesus bald wiederkommen kann? Was ist das, was wir hier so all gelesen haben? Ich glaube, dass ja drei oder die Vers, wo Gott seine Geduld erklären hat. Und er sagt, Gott ist geduldig mit uns und er ist geduldig mit all den sinnvollen Menschen. Warum? Wenn er will nicht haben, dass einer von denen soll verloren gehen. Und so Tim, dass Jesus bald kommen soll, dann sagt Petrus, ihr seid doch beschäftigt, seid besorgt jene eine Säule und die Säule von Jenoba. Seid beschäftigt mit der Anbetierer Noba, das Evangelium mitzuteilen. Seid beschäftigt mit jene Kinder, so abzutragen, dass die ganz klar weiten, was reich oder unreich ist. Seid beschäftigt mit merken, dass so wenig Menschen als möglich das Heil nicht wollen annehmen. Dort hat man zu tun mit das mithalten, dass das Böse passieren kann. Sieht mit den Dingen beschäftigt in ihrem Leben. Wir haben bis am Anfang im 12. Vers weiter zu lesen, und du nur lernen, dass Gott sein Tag kommen möchte und mithelfen, dass es bald passieren kann. Sie, da sind manchmal Menschen, die gehen in seine Titen, wo sie sich das klar gemerkt haben, oh, dass Jesus wird vielleicht das Jahr weiterkommen. Und dann sind sie viel. Oder merken, ja, hier noch mit ihren Bilder zu betonen. Und so wird hier einer manchmal. Und sind nicht mehr beschäftigt an seine Dinge, als dort wegen das, was die alle zu eingehen, das Jahr. Das ist nicht, dass es schriftlich ist. No, wenn wir nur lernen, dann sage ich, wenn wir nur biblisch nachdenken, dann, wenn wir biblisch lernen, dann nur Jesus in Wiederkommen, dann sollen wir beschäftigt sein, mit anderen von das Evangelium zu vertellen. Dort ist der Tag von Gott, der Himmel wird in Brand setzen und dort wodurch die Welt gemacht ist, durch Hart verschmelten wird. Wir überhalten uns an Gott sein Versprechen und dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo alles wird gerecht sein. Nu bringt er ist hier ein Stützchen ernst gewesen und er sagt, hey, bloß wenn Gott geduldig ist, wird nicht zu viel. Nee, die Tag, der wird kommen, wo das alle wird zu eng sein. Und mach sure, dass die fromm und herrlich leben tun. Und dann sagt er, und seid beschäftigt mit, da will ich zurücknehmen, da sieht beschäftigt mit anderen Menschen, das Evangelium anbieten. Wir es besonders gesehen, wir hatten uns Ministerial Circle hat eine Message von Ronald gestern abend und er vertelt bloß von in Bolivien, wo er nu ist, dort Jake Wallen, die werden noch eine Lied haben gefahren und haben die besagt, was da all 14 Jahre, glaube ich, nicht hatten Gas gehabt. Und Nobasch hatten ihn gewarnt, nur da steht, sollen sie nicht fahren, because dort sind sie da am Mann. Und ja, wohl, die wird wegen Dach daheim gefahren und während sie ein paar Mal daheim gefahren, hat er so weit gekriegt, dass das Lied, wenn noch zurückkommt, über Ronald nu predigt. Und gestern abend, oder jetzt anyway, in kurze, ein von diesen, der hat der älteste Jung sich bekehrt.
Das dort nicht viel wird. Das dort nicht sehr viel wird, wenn ein Lied, wo das vielleicht doll war, irgendwer beschäftigt sich und merkt, Freund steckt mit dir und kriegt den nur die Zeug und dass dadurch ein von den Kindern sich bekehren kann. Das dort nicht viel wird. Das ist Krieg, von was ich hier reden darf. Du hast einen Tag, wo kommen wird, wo die Zeit, was ewig sein. Und wir können so beschäftigt sein mit den Dingen, was uns hier so sehr schein gehen. Und wir können ganz beschäftigt sein in unserer Arbeit und uns haben Gott hier gerade in Maya und Beta zu merken. Und wir können so leicht verjeten von, dass da sind so viele Menschen, die sind einsam und die haben nicht in Weg, die weiten das Heil nicht. Und das wird bloß ein guter Reminder von dort. Aber er sagt hier, wir denken durch an, dass für uns, die das Evangelium angenommen haben, du hast eine Ewigkeit für uns. Du hast einen neuen Himmel und du hast eine neue Erde, was da reingemerkt ist für uns, oder wird reingemerkt für uns. Das ist eine Stadt, wo das niemals war, was traurig sein. Das ist eine Stadt, wo das niemals war, was voll Sinn sein. Das ist eine Stadt, wo wir für Ewigkeit worden mit Gott taub sein. Deswegen, liebe Brüder, willst du nur lernen, streef du nur, dass die wollen Frieden haben und rein von alles sein, was Wahrheit kommt. Und denk daran, dass Gott seine Geduld zu jener Radung dient. So hat uns lieber Bruder Paulus auch geschrieben, durch die Weisheit, die er gekriegt hat. Das ist, wovon er in all seinen Briefen redet. Viele davon ist schwer zu verstehen, in der Eilede und leicht vor dir verdrehen dort zu nicht verdorben. Gerade so als sei die Schrift auch auf andere Städten verdrehen. Aber willst du, liebe Freund, das am Verrüht weiten, sieht vorsichtig, dass die nicht durch die Ruchlose und Ungehorsam ihren Irrtum mit Antaub verletzt worden, in jener Grund verlieren. Und das ist keiner, wo ich noch nur haben will. Dass Petrus sagt, wir sollen uns einen Grund haben. Wir sollen uns einen Grund haben. Wir sollen nur ein Zeug fahren, das es sei gut, ein Zeug, eine Bruderschaft, so steht, das es sei gut. Aber das ist nicht alles. Uns fehlt es auch noch, dass wir das Wort selbst kennen, dass wir denken, dass wir biblisch denken können, alles, was wir durchgehen in der Welt. Und dass wir uns einen Grund haben. Dass wenn wir taub kommen mit so einem Menschen, was die Schrift verdrehen, dann, dass wir nicht auch mit der Taub verletzt worden sind. Und dort ist Petrus sein Verlangen hier für uns, von der und auch. Und ich hoffe, dass es uns wird voll was. Das ist so viel in das Kapitel, aber Gott hat Geduld mit uns und das ist für unsere Radung. Muss Gott in jeder einem nur sein und Gott alle sehen.